Hallo zusammen. Ich erzähle euch heute die Geschichte «Und was kommt nach 1000?». Es ist eine Geschichte, die über den Verlust von einem lieben Menschen geht. Wenn du dich im Moment nicht mit dem Thema Tod oder Trauer auseinandersetzen willst, dann schau doch ein anderes Video von mir. «Und was kommt nach 1000?» hat Danette Bley geschrieben und Bilder dazu gezeichnet. «Von vorne?» fragte Otto. «Von ganz am Anfang an!» ruft Lisa laut, weil der Otto hört schlecht und hat es nicht gern, wenn jemand nuschelt. Der Otto zählt. 1 für die Lisa, die gibt's nur einisch. 2 für 2 Notkräpfli, zählt Lisa. Und 3 für die 3 Feste im Jahr. Mein Geburtstag, dein Geburtstag und Weihnachten. 4 für die Zipfel an deinem Kuschelküssi, sagt der Otto. Und 5 für jedes von unseren Beinen. Jedes von unseren Beinen, wiederholt der Otto. Sind wir schon weitergekommen? Fragt er mit einem Krüseln in der Stimme. 6 für alle Stangen in den Tomatenstöcken, 7 für Tage in der Woche, 8 für die fehlenden Zinken an deinem Rechen. Hast du das schon vergessen? Wir sind schon bei 16 gsi, murmelt Lisa. Dann springt sie oftmals auf und sagt, aber ich will endlich mal sagen können, 1 für einen Volltreffer auf den Blechbüffel. Da holt sie sich die Steinschleuder vom Haken und geht weiter in den Garten hinein. Eigentlich hat Lisa viel um die Bogen wollen, wie der Nachbarsbub. Sättig mit Saugnäpfen, die an den Zimmertüren hängen bleiben. Aber der Otto hat gesagt, wenn du mit denen draussen schiessen willst, so richtig weit, du musst immer den Pfeil hinten nachspringen und sie suchen. Nein. Eine echte Cheyenne sucht kein Pfeil. Sie hat, was sie braucht. Das hat er gesagt, einen Stein aufgenommen und dann hat er für die Lisa einen Steinschleuder gebaut. Die Lisa kann ziemlich gut mit den Steinschleudern schiessen. Nur den Blechbüffel trifft sie noch nicht. Auch heute schiesst sie immer dran vorbei. «So, hast du den Büffel schon erlegt?» fragt Otto, wo sie zurückkommt. «Nein», grummelt Lisa, «habe mindestens 1000 Mal dran vorbeigeschossen.» Da kommt dem Otto etwas in den Sinn. Er grinst wie ein Lausbub und holt vorsichtig 2 Notkräpfchen aus dem Hosensack. «Die hat Olga gepackt», flüstert er. «Ich habe sie gestibitzt.» Zum Glück gibt es Notkräpfchen, denkt Lisa. Die helfen in der Not immer. Gleich wird es dunkel. Der Otto und Lisa schauen zu, wie die ersten Sterne aufgehen. Einer nach dem anderen. Bis der ganze Himmel glitzert und glänzt. «Wie viele Sterne sind das etwa?» fragt Lisa. 1000, sagt der Otto. «Oder mehr.» «Und was kommt nach 1000?» will Lisa wissen. 1001, 1002, 1003, 1000 und... «Aber hören denn die Zahlen nie auf?» fragt Lisa erstaunt. «Nein, die Zahlen hören nie auf.» Der Otto zieht mit seinem Rechen das frisch gemähte Gras zusammen. Es schmeckt. «Das wird gute Erde geben», sagt er. Der Otto weiss alles über den Garten, dass sich Gras auf dem Kompost in Erde verwandelt, wie aus munzigen Samenkörnern ganze Bäume wachsen und wie die Bienen den Honig sammeln. Aber die Lisa kann gerade nur an eins denken, nämlich wie sie den Büffel erlegen könnte. «Heute muss es klappen», sagt sie entschlossen. «Hast du dich gestern auch von der richtigen Seite angeschlichen?» fragt Otto. Sie schleichen sich gegen den Wind an.
duckt im Gras. Die Lisa zielt, der Büffel sitzt genau in der Schleudergabel. Und auf einmal, ping, landet Lisa ein Volltreffer. «Heiter, ein Birnbaum!» staunt der Otto. «Eis!» ruft Lisa. «Eis für meinen ersten Treffer auf den Blechbüffel!» Sie gumpet in die Luft und tanzt mit dem Otto den grossen Cheyenne-Siegertanz. Erschöpft liegt sie im Gras und schaut in die Baumkrone. «Otto!» fragt Lisa. «Wie bringe ich jetzt den toten Büffel in die Baumkrone rauf?» Der Otto hat sich gewundert. «Wieso willst du den dort raufbringen?» «Du hast mir doch erzählt, dass die Cheyenne ihre Toten in der Baumkrone festgebunden haben, damit sie die Vögel in den Himmel auftragen können.» Der Otto erinnert sich. «Ja, das hat er der Lisa erzählt.» «Ja, die toten Menschen schon, aber ein Büffel hängen die Cheyenne nicht in die Baumkrone. Wenn sie einen Büffel tötet, dann will sie sein Fleisch zum Essen brauchen.» Der Otto lacht. «Nein, sie wollen sicher nicht, dass ihn die Vögel in den Himmel tragen, aber sie selber tragen dankbar ein Bild in ihrem Herzen.» «Du siehst aus, als könntest du ein Festessen vertragen», sagt Olga zum Otto. Das sagt sie immer, wenn der Otto bleich ist. Und meistens hat sie den Tee gekocht und einen Teller mit Kräpfli oder Kuchen in die Küche gestellt. Der Otto und die Lisa zwinkern sich zu und gehen ins Haus. Die Gartenarbeit übernimmt für heute die Olga. 15, 16, 17, zählt Lisa und der Otto nacheinander und speuzen die Kriesesteine auf den Teller. «Genau 17!» strahlt Lisa, wo beide Stück Kuchen aufgegessen sind. «Sag einmal, Otto, von wo kommen eigentlich die Zahlen?» fragt Lisa und nimmt sich noch ein Stück. Der Otto denkt eine Weile darüber nach. Schliesslich sagt er, «Ich glaube, die sind einfach in uns innen.» Heute liegt der Otto im Bett. Er ist müde. Nicht einmal die reifen Stachelbeere können ihn in den Garten locken. Die Lisa nimmt auch für ihn ein paar, aber sie sind nicht gut. Auch in den nächsten Tagen liegt er nur müde in den Küssen und redet fast gar nicht. «Musst du gleich sterben?» fragt Lisa und streichelt am Otto seine Hand. «Mhm», nickt der Otto. «Ich glaube schon.» «Müssen wir dich dann auch in einen Baum hängen?» will Lisa wissen. Der Otto lacht schwach. «Nein, der alte Otto, tünd ihr bitte in die Erde legen. Dann kann er dort langsam zur Erde werden, wie das Gras. Weisst du? Und irgendeinisch werden vielleicht sogar Blumen aus der Erde wachsen. Stell dir das mal vor.» Er schnauft tief ein. «Ja, so gefällt mir das. Von den Vögeln in die Luft getragen zu werden, das ist eher etwas für die Cheyenne. Aber ich bin ein Gärtner.» Manchmal hebt Lisa am Otto seine Hand. Der Otto ist gestorben. Es wird ganz still. Die Olga hebt Lisa fest. Sie schaut ihn lang an. Ob er ein bisschen lächelt. Bleich ist er. Aber das Mal sagt Olga nur sehr leislich:
Leb wohl, Otto. An die Beerdigung von Otto kommen viele Leute. Ein paar hat Lisa noch nie gesehen. Alle reden nur leislich und schauen furchtbar ernst rein. «Schaut nicht so», sagt Lisa ihnen ins Gesicht. «Das hätte Otto nicht gern.» Aber die Fremden schauen sie nur an. Lisa wird verrückt. Wo alle im Haus sind, geht sie in den Garten mit ihrer Steinschleuder schiessen. Und tatsächlich streift ein Stein sogar den Blechbüffel. Lisa springt ins Haus und gumpelt fröhlich im Kreis herum. Alle sollen sich mit ihr freuen. Das verstehen die Fremden noch weniger. Der Otto hat jetzt mit ihr einen Freudentanz gemacht. Endlich kommt Olga. «Niemand will mich verstehen», sagt Lisa. «Warum hat mich der Otto nur allein gelassen?» Am Abend, nachdem all die fremden Menschen gegangen sind, gehen Lisa und Olga in den Garten. Sie hocken ins Gras und Lisa lehnt sich an die Schultern von der Olga. «Ohne den Otto ist der Garten nicht schön», sagt Lisa. Beide brüllen und sehen hinter ihren Tränen keinen Garten, dafür einen grossen, verwäschenen Farbfleck. «Warum hat mich der Otto nur allein gelassen?» fragt Lisa noch einmal. «Allein gelassen?» sagt Olga nachdenklich. «Ja, es fühlt sich so an, das ist wahr. Aber glauben kann ich das nicht.» «Ich glaube, wir können ihn jetzt nur nicht mehr sehen», sagt Olga. «Wieso nicht mehr sehen?» fragt Lisa. «Hört sein Leben jetzt nicht auf?» «Mach mal die Augen zu und stell dir eine Torte vor», fordert Olga sie auf. Die Lisa runzelt die Stirn. «Ja, stell dir eine Torte vor. Was siehst du?» fragt Olga. «Ich sehe eine Käsetorte mit Streusel und viel Niedeln.» «Was für Streusel sind's? Butterstreusel, Mohnstreusel, kleine farbige Streusel?» «Nein, Schokostreusel natürlich», antwortet Lisa. Die Olga lächelt. «Siehst du?» sagt sie. «Die Torte ist da, obwohl du sie nicht sehen kannst.» Nach dies nach kommen die Sterne führen. Lisa denkt an Otto und ihre 5 Beine im Gras und die 2 Notfallkräpfchen. Jetzt fühlt sich der Otto ganz nahe an. «Weisst, Olga», sagt sie nach einer Weile, «mit dem Otto ist das wie mit den Zahlen. Er ist einfach in uns inne und hört nie auf.» Das ist Geschichte «Und was kommt nach 1000» gsi. Ich hoffe, sie hat euch Hoffnung und Kraft geben. Bis gleich wieder. Tschüss.